So, wenn es so qualmt im Dorf, dann wird eingeschürt. Dann ist im Backhaus Leben. 1880 steht oben drauf auf dem Stein. 1835 und 1936. Und jetzt, 2020, wurde wieder frisch renoviert. Der Landfrauenverein ist ja Pächter im Ottmarsheimer Backhaus und jetzt wird ordentlich gefeiert. Alles ist wieder frisch geweißelt. Hier ist eingeschürt, so wie immer. Hier oben gibt es noch eine alte Dörre. Da hat man früher die Abwärme oberhalb des Backofens genutzt. Hier wurden Bleche reingeschoben mit Obst, konnte dann da eine Woche oder zwei drin bleiben und ganz langsam trocknen. So hatte man dann Apfelschnitz und Birnenschnitz und auch Zwetschgen. Das war immer eine feine Sache. Als Brennmaterial nimmt man die Büschele, die im Februar im Weinberg anfallen. Rebabschnitte, die werden zusammengebunden. Wer keine Weinberge hat, nimmt da vielleicht auch Baumbüschele. Das sind die Abschnitte, die man auf den Streuobstwiesen hat. Und wenn man mal einen Weinberg erneuert, dann kommt vielleicht auch mal ein alter Stock raus, vielleicht ist er eingetrocknet und dann kommt der auf jeden Fall auch als Brennmaterial wieder zu einem guten Einsatz. Wenn man hier einschürt, dann sind alle Zügel auf, damit hinten der Qualm gut abziehen kann. Hier wurde mit Rebenbüschele eingeschürt und da muss jetzt eine gleichmäßige Wärme entstehen. Man muss Langform benutzen, einschüren. Früher wurde ja 2-3 Tage in der Woche gebacken, aber jetzt kühlt der Backofen zwischendurch immer wieder stark aus und dann muss man erstmal eine richtige Grundwärme reinkriegen. Denn nicht nur oben soll der Stein heiß sein, sondern auch unten, damit das Brot nicht oben schwarz wird und unten noch klebrig ist. Wenn man nachher die Glut aus dem Ofen zieht, dann macht man einfach diese Klappe auf und dann kann die Asche hier in diesen Schacht fallen und da kann sie dann bleiben. Und dann räumt man einfach irgendwann mal komplett aus, macht man hier vorne das Türchen auf und kann die ganze Asche entsorgen. Das Ottmarsheimer Backhaus hat ja tatsächlich den Vorteil, dass es einen Wasseranschluss hat und man die Wasserkanister nicht herschleppen muss. Hier drin liegt auch schon ein Lappen. Da nimmt man einen alten Sack oder sowas, auf jeden Fall was, das man nicht mehr braucht. Damit wird rausgehudelt. Wenn man also die Asche rauszieht, das macht man mit diesem Gerät. Damit zieht man die ganze Asche vor und anschließend fegt man. Dazu kann man diesen Besen nehmen. Früher hatte man da Reisigbesen, musste man halt immer wieder neue aufbinden. Der hier, der ist schön resistent. Und dann anschließend nimmt man diesen Lappen und hier ist noch ein Reisigbesen zum Beispiel. Und den macht man dann über eins der Geräte drüber, wie es einem persönlich am besten liegt, und wischt damit schnell die Platten einmal sauber, denn das Brot wird ja direkt auf die Steine gesetzt und solange der Ofen vorglüht, kann man hier im Backraum schon einiges an Vorbereitungen sehen. Die Bleche sind alle schön gefettet. Für einen feineren Teig nimmt man lieber nur helles Mehl. Wahrscheinlich ist es der Brotteig da hinten mit Vollkornmehl und hier dann mit Weißmehl. Dann schmeckt der Kuchen einfach feiner. Kartoffelstreiche. Das sieht nach dem Klepperle aus. Da werden Eier und Rahm verquirlt, verkleppert und die kommen dann als Guss obendrauf auf die Kuchen. Und in der Knetmaschine ist der Brotteig. Super ist, dass wir in Ottmarsheim ein Thermometer haben. Mit diesem Thermometer kann man die Innentemperatur messen und dann genau wissen, wann man einschießen will. Bevor man hier ein Thermometer hatte, oder auch in anderen Backhäusern, wo es einfach keins gibt, gibt es verschiedene Tricks, um die richtige Temperatur festzustellen, ob man einschießen kann. Da macht man zum Beispiel auf und hält die Hand rein. Und wenn man dann bis auf eine bestimmte Zahl zählt und die Hand immer noch drin halten kann, ohne sie rausziehen zu müssen, weil es zu heiß ist, dann ist der Ofen gut.
Ja? Oder man nimmt einen Schnipsel Papier, schmeißt den rein und wenn es zu schnell verbrennt, das Papier, ist der Ofen noch zu heiß. Und wenn es nur vergilbt, dann ist der Ofen gut. Also das sind lauter Erfahrungswerte, die auch für den jeweiligen Backofen gelten und die von den Benutzern dieser Backöfen weitergegeben werden an die nächsten. So, jetzt sind die Brote schon gut und deswegen sind sie gerade geschwind nochmal mit Wasser gestrichen worden. Und zum Reinschauen können wir hier sogar einfach Lichter machen. Wenn man das ein bisschen schiebt, gibt es Licht. Seht ihr? Einwandfrei. Machen wir schnell wieder zu. Licht wieder aus. Und in der Nachwärme kann man dann zum Beispiel auch Fleisch machen oder was drin warm halten. Man kann auch schnell wieder was reinschieben und einfach noch mal ein bisschen anwärmen. Und das ist hier dann das typische Leckere, was es bei uns auf Kuchen gibt. Entweder Kartoffel mit oben einer kleinen Streiche oder Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen kann man mit Speck, kann man mit Kümmel, kann man mit allem. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.